Sie scheinen nicht von dieser Welt, wirken wie Objekte aus einer opulenten Fantasy-Filmproduktion, wie ein Requisit aus der Zauberwelt mit geheimnisvollen Kräften. Das mit den Zauberkräften ist so eine Sache. Was aber ganz sicher in ihnen steckt, ist richtig viel Arbeit, Kreativität und handwerkliches Geschick. Diese einfachen Holzstangen verwandeln sich in einer Kellerwerkstatt in Pretzfeld in der fränkischen Schweiz in Zauberstäbe. Fabian Ulrich hat Kunden auf der ganzen Welt, die sein Können zu schätzen wissen. Größtenteils ist es ein bisschen Inspiration während dem Arbeiten, dass man einfach sieht, wie ist das Holz beieinander, wie kann ich damit wirklich arbeiten. Es gibt jetzt zum Beispiel Hölzer, wo ich dann merke, okay, die Struktur geht ein bisschen weiter nach außen gehen, sage ich mal. Wenn ich jetzt hier weiter drechseln würde, weiß ich genau, dass es dann brechen würde. Und die Hölzer haben oft eine Geschichte. Manche Hölzer bekomme ich dann eben von befreundeten Schreinern eben auch, die dann eben das als Ausschussmaterial nehmen. Oder ich kaufe eben mal günstig ein paar Hölzer an. Oder eben, wie jetzt zum Beispiel manche andere leisten, halt von anderen Sachen, wie von meinem Opa, von dem alten Schrank zum Beispiel, herstammen noch, die ich dann einfach weiterverwende, bevor man es wegschmeißt oder verbrennt. Kann man was Schönes draus machen. Seinen Lebensunterhalt verdient der Oberfranke als Unternehmer mit dem Vertrieb von Staubsaugern. Die Zauberstabmanufaktur ist sein Hobby, mit dem Anspruch, dass bei jedem Stab das ursprüngliche Holz erkennbar bleiben soll. Damit einfach noch wirklich so die Natur des Holzes so ein bisschen noch drinsteckt, dass es nicht ausschaut wie aus Plastik gegossen, sondern halt wirklich noch so ein bisschen Leben in dem Stab selber noch herrscht. Harry Potter ist an allem schuld. Schon als Jugendlicher war Fabian ein großer Fan der Bücher und Filme. Die Runen aus dessen Zauberstab hat er sich sogar tätowieren lassen. Den habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin damals. Zum Geburtstag müsste das gewesen sein. Einfach so als kleines Sammlerstück. Und damit hat alles angefangen, dass ich dann halt gemeint habe, ja, mit einem hören wir nicht auf, wir machen weiter. Und dann wurden es halt immer mehr und daraus ist das Ganze dann entstanden. Mich hat dann am Sammeln selber gestört, dass es einfach jeder den gleichen hat. Dass in jedem Haushalt, wo man Harry Potter sieht, immer die gleichen Zauberstäbe vorhanden sind. Und irgendwann möchte man auch mal was Eigenes haben. Und dann war halt so die Idee dahinter, jedem so die Freude zu machen, einfach den eigenen Zauberstab zu besitzen. Deshalb ist auch kein Stab wie der andere. Fabian modelliert mit sogenannter Theaterknete den Griff. Schließlich muss ein Zauberstab gut in der Hand liegen. Dabei achtet er sogar darauf, ob der künftige Besitzer Links- oder Rechtshänder ist. Und weil jedes Stück ein Unikat sein soll, braucht es einen großen Fundus. Für Rechts- oder für Linkshänder sind? Alte Gewinde, Zahnräder oder Türknäufe, alles wird aufgehoben, gereinigt, sortiert und dann irgendwann mal mit eingebaut. Außerdem sammelt Fabian Fossilien, Muscheln, Steine und freut sich ganz besonders, wenn er auf dem Flohmarkt alte Geweihe findet. Ich habe einen eigenen tatsächlich mal gemacht, von dem ich mich nicht trennen möchte, wo ich tatsächlich auch schon 2-3 Mal gefragt wurde, ob ich ihn verkaufen würde, den ich aber nicht hergeben will. Und ansonsten geht es schon, sich davon zu trennen. Also es ist manchmal schwerer, manchmal nicht so schwer. Manchmal gibt es so Stellen, wo ich mir denke, ja, also ich hätte ihn mir nicht gekauft. Und andere sind dann so, wo ich mir denke, ja, ich würde ihn schon gerne selbst behalten. Aber wenn es halt eine Auftragsarbeit war, dann muss er auch mal das Haus verlassen. Seine neuesten Werke postet Fabian in den sozialen Medien. So kam es, dass er seine Zauberstäbe schon bis in die USA und nach Japan verschickt hat. Ein Tattoo-Studio in Fürth stellt sie gerne aus. Regelmäßig liefert Fabian Nachschub, heute sein neues Exemplar. Tattoos und Zauberstäbe passen schließlich prima zusammen, findet Studiobetreiber Yannick. Einfach, weil sich diese Fantasy-Welten so ein bisschen überschneiden mit Tattoo und das ist einfach, das ist alles so eine Welt so ein bisschen. Man lässt sich auch gerne fantasievolle Motive tätowieren. Private Sammler oder Theater- und Filmausstatter zahlen zwischen 50 und 150 € für die Zauberstäbe. Ein magisches Hobby, in das Fabian Ulrich viel Zeit investiert. Echte Handwerkskunst also, nicht nur Hokuspokus.